Zuwanderer aus dem ehemaligen Ostblock und Immigranten aus Asien prägen Kőbanya, den 10. Bezirk von Budapest. Dort befindet sich die Szent László Általános Iskola, von außen eine Schule wie jede andere in Ungarn. Doch sie beherbergt eine bunte, multikulturelle Gemeinschaft mit Kindern aus der Ukraine, aus China, Vietnam, der Mongolei und auch Roma-Kinder. Zusammenhalt bietet die Förderung durch Musikunterricht. Chorsingen, Pfeifenunterricht, Volkstänze und Volksspiele wirken als gemeinschaftsbildende Elemente. Sándor Menyhard, Direktor der Schule, arbeitet Hand in Hand mit der Chorleiterin Krisztina Heuschrecker. Sziasztok, gyerekek! 2004-ben kerültem, mindössze véletlen sodort erre. Egy más iskolába jöttem, ahol szintén volt énekzene tagozat. A Szent László iskolába dolgozni igazgatóan iszonyú nagy megtiszteltetés, mert ez Kőbánya legnagyobb általános iskolája. 650 gyerekkel, az egyharmad a zenész tanuló. Amikor az ember leül egy koncertre itt a díszudvaron, meg itt szoktunk koncertet adni, és megszólnak a gyerekek, és mondjuk 300 gyerek énekel, mert helyenként a nem zenések is énekelnek, de 200 biztos, az fantasztikus érzés. Nyugdíjas találkozókra megyünk, óvodába megyünk énekelni, tehát nincs olyan hely, ahol a gyerekeink nem lépnének fel, mert az a célunk, a zene mindenhol eljusson. Mit ihren Schützlingen hat sie bereits Bekanntheit erreicht. Der Chor nimmt regelmäßig an Festivals und Wettbewerben teil. 2012 war er auch schon zu Gast in Eisenstadt. Er gab ein ausverkauftes Konzert im Schloss Esterházy. Gemeinsam mit Albert Szent-Györgyi, dem ungarischen Nobelpreisträger, sagen die Schulleiter, eine Schule hat ihre Schüler so zu erziehen, damit sie später ihren Platz in ihrem Leben finden. Ihre Augen weit Richtung Horizont gerichtet und mit beiden Beinen fest auf dem Boden.